Obwohl es nur ein Freundschaftsspiel ist, erwarten wir von der Partie heute eine ganze Menge, denn wir wissen von den Spielern beider Mannschaften, die Einstellung stimmt eigentlich immer. Ja, das ist richtig, Tom. Die Leidenschaft stimmt auch, aber die Konkurrenz ist einfach zu groß. Also es sollte eine sehr unterhaltsame Partie werden. Ein Weltklasse-Pass. Guter Spielzug. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Und so soll das aussehen. Ja, vielleicht ist es... Der passt, genau. Ja, also wann haben wir zuletzt so ein Tor gesehen? Mit vollem Risiko, richtig abgezogen und dann genau in den Winkel. Toll. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Gleich im ersten Spiel ein Tor. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Das ist natürlich bitte eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Gut gesehen. Und den muss er jetzt verwandeln. Vom Pfosten zurück ins Feld. Guter Ball über eine weite Entfernung. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt im Strafraum. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Den Ball aus der Abwehr rausgespielt. Also wie der sich den Ball da zurückholt. Respekt. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Sauber geklärt vom Torwart. So, und jetzt machen sie das Spiel auf, ziehen die Partie in die Breite. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Ja, bloß weg damit. Wunderschönes Zuspiel. Sauberes Kopfballspiel. Ja, das sieht gut aus. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Also wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter muss hier einfach hart durchgreifen. Kann er die Möglichkeit nutzen. Jetzt die Augen im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Genau so stellen wir uns das vor. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Er wirft ihn ab. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. Also mit dem Ball kann er den Torhüter nicht aus der Ruhe bringen. Gut gemacht vom Keeper. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb.
Volley. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. So hat jetzt mehrere Möglichkeiten, den Ball abzuspielen. Mal raus aus dem Gefahrenbereich und dann in die Offensive. Tor! Eiskalt die Chance genutzt, in dieser Situation die Nerven bewahrt. Unhaltbar, absolut unhaltbar, genau unter die Latte. So, und beide Teams schenken sich hier gar nichts und die Partie ist wieder völlig offen. Ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? So, beide Mannschaften haben je ein Tor erzielt und dann steht es logischerweise zur Pause 1:1. Ein verrücktes Spiel. Beide Mannschaften haben hier in den ersten 45 Minuten tollen Offensivfußball gezeigt. Nur Tore waren bis jetzt Mangelware. Mal sehen, ob sich das in der zweiten Hälfte ändert. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Da sieht er die Lücke. Ja, und wenn spielerisch ganz knapp geht der Ball vorbei. Ja, und wenn sie so weiterspielen und dann auch noch die Chancen verwandeln, ja, dann... Ein wunderbarer Pass. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Da hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Abgewehrt, aber das könnte noch was geben. Er läuft über das halbe Spielfeld und die Kraft geht ihm nicht aus. Er rettet die Situation per Kopf. Versucht aus der Distanz, da rettet die Latte und der Ball ist drin. Ja, das hat er doch richtig gut gesehen und als der Ball nochmal von der Latte zurückkam, hat er blitzschnell zugeschlagen. So, da haben sie blitzschnell von Abwehr auf Angriff umgeschaltet.
Ja, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Gute Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Tja, doppeltes Pech für den Angreifer. Er wird gut markiert und läuft dann auch noch ins Abseits. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und jetzt muss er schießen. Das war ein klasse Kopfball. Herrlicher Pass. Und an diesem Kopfball überhaupt noch anzukommen, das war schon ein echtes Kunststück. Also über mangelnde Beschäftigung kann sich der Torhüter nicht beklagen. Ah, der Torwart hat sich für einen langen Abwurf entschieden. Tja, und wie willst du da an den Ball kommen? Das ist ja super, wie der da durch die Reihen läuft. Oh, das war... Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So, bei den nächsten Zweikämpfen muss er sich ein bisschen zurückhalten. Er ist jetzt verwarnt. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und der knallt an die Latte. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Klasse gespielt. Und das zeichnet ihn aus, dieses Zweikampfverhalten. Und schon hat er den Ball wieder. Das war ein richtiger Zuckerpass. Ja, und das sieht aus wie im Lehrbuch. So lässt man den Ball laufen und den Gegner gleich mit. Und das ist keine gute Defensivarbeit. Und jetzt haben sie die Möglichkeit. Ja, das sieht gut aus. Und zum Schluss steht es hier 2:1 und ich glaube, das geht auch in Ordnung.
So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.